Grüß euch miteinander und herzlich willkommen bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus Gerzensee. Folgende Themen haben wir für euch. Die Velogemmel-WM findet zum 30. Mal statt. Wir schauen darum dort vorbei, wo die exklusiven Gefährte hergestellt werden. Und 2 Touristen brechen zu Rinkenberg im Eis ein. Wir reden mit dem Mann, der sie retten konnte. Die Velogemmel-WM findet zum 30. Mal statt. Diesen Sonntag auf der Bussalp oberhalb von Grindelwald. Und im Rahmen von diesem Jubiläum schauen wir dort vorbei, wo die speziellen und exklusiven Gefährte hergestellt werden. Bei der Holzkreation Schmied AG. Mein Kollege, der Pablo Sulzer, der nimmt uns mit auf einen Rundgang. Herzlich willkommen bei «Zusammen unterwegs» hier in Grindelwald. Bald ist es wieder soweit. Die Velogemmel-WM findet statt, die 30. Ausgabe. Und wo die hergestellt werden? Genau, da. Der Markus nimmt uns durch die Werkstatt. Gehen wir. Salut. Salut, Ciao, Pablo. Markus. Salut. Grüß dich. Wir können mit dir durch die Werkstatt laufen, oder? Gern geschehen, ja. Wir sind hier in Schwendi, Vorort von Grindelwald, Ja. wo vorher Trubiholzbau war, daraus eine Holzkreation Schmied und Brabantzimmer, die hier Produktionsstätte haben. Und wenn wir jetzt schauen, wo der Velogemmel entsteht. Sehr gerne, merci. Gut. Aber hier passiert noch einiges. Was passiert hier eigentlich alles? Was am Haus aus Holz ist, kannst du hier haben. Okay. Ja, Zeugs, Fenster, Türen, Küche, der Brabantzimmer, eben die Zimmerei, die dann eigentlich das Haus macht. Die WM steht ja vor der Tür, die Velogemmel-WM, aber du hast sicher andere Themen auf dem Tisch, oder? Also die WM ist jetzt nicht gerade so Priorität bei mir. Vielleicht erst nachher, wenn die Reparaturen kommen von der ja. Stirz. Ja. Jawohl, ja. Ja. Ein gewisses Medieninteresse ist natürlich vor der WM schon noch da, das merken wir. Das ist der Jawohl. Anfang. Das ist eigentlich unser Massivholzlager hier. Da wird eigentlich sämtliches Holz, das wir auch für die anderen Schreiner arbeiten, wird hier angeliefert. Eben auch die Esche und das Ahornholz für den Velogemmel. Das sind die 2 Hölzer, die der Velogemmel daraus gemacht wird. 1911 hat man das Holz genommen, das hier ein bisschen in der Region ist. Die 2 Hölzer sind nicht grundlos gewählt worden. Respektive es gibt hier nichts Besseres. Also, und irgendwo wollen wir auch in der Tradition bleiben. Oder? Genau. Hier wird ja offensichtlich nicht nur der Velogemmel produziert. Wie kommt es dazu, dass man da hier weiterhin macht? Es ist wichtig, dass wir ihn machen. Kommt natürlich von dort her, dass der Erfinder, der Bielmer Kriegel, hat ja hier seine Sagerei gegeben. Und darum, das kehrt einfach hier zur Schwendi. Wie geht es dann weiter bei der Produktion? Ja, wenn wir hier im Massivholzlager die Rohlinge grob angezeichnet haben, werden sie dann hier mit diesen Maschinen, Bandsage, Hobelmaschinen, werden sie dann weiter bearbeitet. Weiter bis natürlich modernste Maschinen, CNC. Die Maschinen sind da, für eben, dass es schneller geht. Die Qualität bleibt aber. Ist das ein Bereich, wo man die auch die mal antrifft? Hier weniger, das ist eben das Zimmereigebiet hier. Sie werden irgendwo für ein Haus werden sie Elemente sein, sie jetzt am Bearbeiten. Ich kann sagen, das ist eigentlich alles Brabantzimmer. Da liegen Elemente für ein Gebäude. Ist schon irgendwie mehr maschinell natürlich. Wie ist für dich so der Kontrast zwischen eben so grossen Sachen, Maschinen und dann der Velogemmel? Wenn du hier in die Lehre gehst, das geht nicht lange, du kommst in Kontakt mit dem Velogemmel. Das war bei mir im 1994 so. Ja. Traditionelle Velogemmeli. Und daneben werden Häuser produziert. Das hast du schon gängig hier. Okay. Die Maschinen haben ein bisschen geändert. Jetzt gehen wir eigentlich in den oberen Stock, wo eigentlich die Teile, die hier unten produziert werden, eigentlich in die Endmontage kommen. Dann gehen wir gleich direkt rauf. Markus, wir machen es gerade so. Wir uns einmal aufschnipsen. Ist recht? Also. So, hier wären wir. Jetzt gehen wir eigentlich in die Velogemmel-Ecke. Wie viele Velogemmel hast du jetzt auch schon insgesamt hier hergestellt? Oder? Ja, herstellen, die Mitarbeiter. Ja. Ich schaue einfach, dass das Teile im Lager sind. Etwas, was wir noch nicht so lange nehmen, ist zusammenzutun, dass ich irgendwo noch meinen Beitrag leisten kann. Ja. Man sieht hier Kufen, Lenkstangen. Wie wir es jetzt hier sehen, dort haben wir einfach schon verleimen unten. Und die kommen eigentlich so ans Lager. Dann ist halt noch manchmal ja, der noch etwas eingeschnetzelt haben. Und das ist natürlich auch gäbiger, wenn die Velogemmel nicht schon zusammengesetzt sind. Also wenn ihr an der WM werdet sein, dann wisst ihr, von hier kommen die Gefährte. Sicher das Wichtigste, das Gestell. Wir haben das Gestell, dann brauchen wir 2 Kufen. Ja. Wir brauchen einen Sattel zum draufhocken. Eine Lenkstange brauchen wir. Irgendwo wollen wir auch noch die Füße drauf haben, wenn wir uns trauen. Und dann müssen wir das Ganze noch lenken. Dann wollen wir ja drauf hocken. Genau. Und dann kommen wir da auf 1, 2, 3, 4, plus minus 10 Teile.
Dann halt noch die eine oder andere Schraube muss auch noch dazu kommen. Ja, nach der WM dann seid ihr ein bisschen aktiver, wenn ein paar Gefährte müssen wieder ein bisschen gepflegt werden. Oder vielleicht kommt einer und sagt, hey, Gemmel ist nicht gelaufen. Das ist zwar nicht mein Metier. Okay. Ja. Das geht da eben über einen Klassiker von mit Speckschwarten. Aber es gibt auch die Kufen wirklich erwärmen und dann mit Wachs arbeiten. Da müsst ihr die ehemaligen oder der zukünftige Weltmeister fragen, was er gemacht hat. Okay, sehr gut. Was hat es für einen Stellenwert Anlass? Ich sage noch, dann, als ich gegangen bin, das war die erste Mal, bin ich auch. Der Grossteil hat es als Spass angesehen. Ein paar Verbissene hat es schon gedacht. Schon für einen oder anderen ist da eine ernste Angelegenheit daraus entstanden. Okay, ja. Wenn man weiss, dass das etwas ist, was 1911 ist erfunden wurde. Das ist eine Herzensangelegenheit. Tradition, wo man sicher muss schauen muss, dass die nicht verloren geht. Du hast ja hier auch das Büro. Ich habe mein Büro hier, ja. Dürfen wir reinschauen? Dürfen wir sicher machen. Also, gehen wir. Ah, da wären wir jetzt. Jetzt können wir geschwind an meinen Platz gehen. Ja, sehr gerne. Merci. Also ja, Schreiner und Zimmermann gelernt hier. Schon eine andere Lautstärke als auch vorher. Ausser sie die Leute am Telefon. Genau. Ich bin jetzt speziell für Fenster zuständig. Finde da schon alles am PC statt. Eben sei es Programmieren, dann wird es an die Maschine geschickt. Wenn du mal nicht am Arbeiten bist, was machst du gerne? Sicher irgendwo draussen sein. Jetzt im Winter ein bisschen langweifeln. Das schon, hä? Ja, ein bisschen wandern im Sommer. Bis schauen, ob ich irgendwo noch ein Pilzchen finde. Genau. Ah, So in die sehr schön. Richtung Genau, an. sehr schön. Gehen wir noch eine Station weiter. Hä? Gut, Kannst okay. du uns dorthin Also. bringen? Gut. Ah, da wären wir wieder draussen. Ja. Und hier haben wir das gute Gefährt. Hä? Jawohl. Was gehört für dich dazu, wenn du hier rausläufst und du findest, das war jetzt ein guter Tag? Ja, wenn ich jetzt hier zur Tür raus und einteiche, niemand verrückt gemacht. Ja. Sie alle ganz. Ja. Ja, wenn es jetzt zufriedener Tag war, gehe ich auch gerne in Feierabend noch. Ist zufrieden, ja, in dem Sinne. Ja. Genau. Merci Gut. vielmals. Ich bin auch Pablo. sehr zufrieden. Danke Ja, schön. danke vielmals. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden, die reingeschaut habt. Das war eine neue Folge «Zusammen unterwegs». Wenn ihr auch eine Geschichte habt, dann schreibt uns via plattformj.ch oder nutzt unsere App. Ich nehme jetzt den Velogemmel und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ade Viel Spass. He? Merci. Die Velogemmel-WM zum 30. Mal diesen Sonntag auf der Buessalpte. Und wir gehen jetzt weiter auf Rinkenberg. Dort sind zwei Touristen im Eis eingebrochen. Sie waren letzten Freitag auf dem Burgseeli unterwegs. Der Einheimische, Endel Weiss, hat per Zufall beim Arbeiten das Ganze beobachtet und sofort reagiert. Ich bin zum Drucker gelaufen und habe aus dem Augenwinkel raus eine blaue Jacke gesehen, auf dem Einschussen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, die brechen kurz um mich. Als ich das gesagt habe, ist der erste runter, eine Sekunde später der zweite. Ich habe dann gesagt, die saufen, jetzt muss man helfen. Ich bin zum Büro ausgesäckelt, habe genommen, was ich hatte. Das waren in diesem Fall 3 Kabel. Bin in Karre gesäckelt, hier unterwegs Träger alarmiert, gesagt, soll bitte kommen. 2 eingebrochene Personen im Burgseeli sollen auf die Position von meinem Nattel anfliegen, sind Ersthelfer und haben nicht Zeit mehr zu erklären. Ich habe das Fahrzeug abgestellt, Pannenblinker laufen und bin abbasee. Ja, ich habe dort geschaut, es waren 2 Personen im Wasser. Ich musste dann ins Wasser rein, bis auf die Hüfthöhe, weil die Büsche im Weg waren, und habe die Kabel zugeworfen. Ja, wenn es nicht wäre, wäre hoffentlich ein anderer gewesen, was hätte ich gesehen. Es ist eigentlich das, was jeder machen sollte. Einfach handeln statt laufen oder filmen. Und das ist das, was heute vielleicht nicht mehr selbstverständlich ist. Nach dem Unfall auf dem Burgseeli werden jetzt so kritische Stimmen laut, die sagen, die Beschilderung im Winter die sei nicht gut um das Burgseeli. Was die Gemeinde dazu sagt, das erfahrt ihr kurzum hier bei uns. Und jetzt erwartet ihr noch das Wetter auf euch mit unseren Experten von Meteo News. Das war es nämlich für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr aber auch auf unserer Webseite plattformj.ch. Schön, habt ihr reingeschaut. Macht's gut. Ja, außerhalb vom Nebel ist es heute ein strahlend schöner Tag. Wir sitzen aktuell in einer Sandwichfalle. Zwischen Adria Tief und Leonardo, unserem Westen, erreicht uns eine ordentliche Portion Feuchtigkeit. Und die gute Nachricht, pünktlich zum Wochenende macht sich ein Zwischenhoch bemerkbar. Es gibt morgen eher einen grusigen Start in den Freitag. Wetter wird es grau, nass und windig. Oberhalb von 1200 Meter mischen Flocken mit. Immerhin liegen morgen am Morgen Temperaturen im Licht
leicht positiven Bereich. Ja, am Nachmittag geht es ganz ähnlich weiter. Allerdings kann es auch ein paar kurze Aufhellungen geben. Im Sommer erwarten wir am Nachmittag entlang vom Oberland mehr Niederschläge als im Seeland. Und dazu liegen Temperaturen für den 6. Februar mit rund 9 Grad in Bern im überdurchschnittlich milden Bereich. Ja, nach dem Regen da kommt die Sonne, zumindest in der Höhe. Während oben die Sonne strahlt, kämpft das Mittelland, besonders am Sonntag, mit dem Hochnebel. Genießen Sie die Ruhe, denn ab Dienstag wird es dynamisch. Eine Störungszone folgt der nächste. Dazu frisst der Wind spürbar auf. Und die gute Nachricht: auf den Bergen gibt es immer wieder Neuschnee-Nachschub. Also Augen zu und durch. Morgen regiert die Unbeständigkeit in Form von Tropfen oder Flocken. Ab 1200 bis 1400 Meter. Doch schon auf das Wochenende haben wir es geschafft. Das war schon wieder Ihr Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.